Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wenn ihr gesehen habt, habe ich heute wieder meinen super Kameramann. Darf ich den Namen sagen eigentlich? Ja, mach. Okay, der Fabrizio Repole. Herzlichen Dank. Wie ihr vielleicht schon gesehen, sind wir am Marmorera-See heute. Und heute habe ich etwas Spezielles überlegt. Und zwar tue ich Methoden angeln, die ich noch nie gemacht habe. Und zwar mit toter L-Ritze. Die Montage und so zeige ich euch. Ich werde zwei verschiedene ausprobieren. Untermesser sollten auch eher ausgeschlossen sein. Aber das sehen wir dann heute. Ja, und vielleicht gibt es einen Catch and Cook, wenn wir etwas fangen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir so dort in die Richtung, am Hang entlang und fangen an fischen. Ciao, ciao! Aber es ist halt schon steil dort, gell? Also hoffen wir keine nicht rein. Dort bei diesem hinteren Plateau, ich hoffe man sieht es, sieht man wie so ein bisschen Rampen oder so. Und meine Hoffnung ist, dass man dort halt gut ans Wasser runterkommt. Weil sonst ist es halt schon ein bisschen steil da. Aber das stört mich nicht. Zum Glück hast du gute Schuhe. Ja, sieht doch gut aus hier. Fast zum Strand. Wäre nicht kühl, könnte man baden. Ja, ich tue jetzt noch 2-3 Schmiss geben mit dem Duo und dann zeige ich euch die L-Ritze-Montage. Also, für die erste Montage brauchen wir L-Ritze, tote, Glas, wie heißen die? Wurfgewicht aus Glas, vorgebundene Vorfächer, Wirbel und Gummistopper. Im ersten Schritt tun ihr das Glasgewicht auf eure, also bei mir ist jetzt Vorfach halt, wenn ihr mit Monoschnur fischen, dann habt ihr halt kein Vorfach, dann es einfach aufziehen hier. Dann kommt als nächstes ein Gummistopper, also dann zuerst noch auspacken. Aufpassen mit dem Glas. Und der Gummistopper ist dafür da, dass das Glas nicht direkt auf den Wirbel knallt, weil sonst kann es eben sein, dass das Glas kaputt geht. Dann könnt ihr einen Wirbel nehmen und mit einem normalen Fischermannsknoten oder wie auch immer die Knöpfe heißen, dranbinden. Einfach mit eurem Lieblingsknopf. So. Immer nass machen, bevor ihr anzieht. Und immer darauf achten, abgeschnittene Schnur nicht liegen lassen. Das ist sowieso etwas, was ich leider viel zu oft gesehen am Ufer, dass die Leute einfach Vorfächer liegen lassen oder ihre, keine Ahnung, einfach allgemein Müll. Und selbst sollte es halt echt nicht sein, weil genau diese Leute bringen die guten Fischer, sagen jetzt einmal, in Verruf. Einfach weil die halt die Ufer verschmutzen. Und dann als nächstes nehmen wir so ein Vorfach. Das ist jetzt Hakengröße 5, 95 cm Länge mit Schnurdicke 0,2 mm. Und nur so als Info, ich mache die Montage das erste Mal. Ich habe noch nie mit toten L-Ritzen gefischt. Also allgemein fische ich nicht viel mit Naturköder. Ist ja sowieso jetzt auch an ein paar Gewässern verboten seit diesem Jahr. Deswegen bin ich genauso gespannt wie ihr, ob ich etwas fangen heute. So, das wird jetzt vielleicht ein bisschen stinken. Wenn ihr vielleicht merken oder hören, es luftet wieder. Ich glaube, das ist einfach Standard, sobald ich fischen gehe. Als wir hierher gekommen sind, war Windstille. Und wirklich kaum sind wir am Wasser, hat es angefangen zu luften. Ja, kannst halt nichts machen. Dann nehmen wir jetzt hier mal so eine L-Ritze. Ja, nehmen wir so Fette hier. Und jetzt nehmen wir hier unseren Haken und gehen bei der L-Ritze hier beim Auge rein, hinter dem Kiemendeckel wieder raus, schlaufen das einmal so durch, richtig nasty, und dann nochmal vorne rein
und ziehen eher am Rücken entlang jetzt die L-Ritze so weit wie möglich auf, dass der Haken möglichst weit hinten raus schaut. Und eher am Rücken raus schauen lassen, nicht bei den Gedärmen, wo halt Weichteile sind. Schaut hier der Haken raus, dann ziehen wir die hier ein bisschen an und haben unsere L-Ritze. Also zum nochmal geschwind erklären, hier haben wir die L-Ritze, dann Vorfach 95 cm, dann der Wirbel, dann der Gummistopper und dann das Gläschen. Das Gläschen ist halt da, um weiter rauszukommen, und im Wasser ist das sehr schlecht sichtbar. Ist besser als ein Oliven oder so dran tun. Ja, wenn wir mal ausschmeißen, tun jetzt ein bisschen mit dem Wind, dass wir eine gute Distanz haben und mal schauen, was sich hier fangen lässt. Ich tue jetzt so ein bisschen, nicht gerade raus, aber so ein bisschen schon weiter raus. So. Der Wind packt die Schnur direkt. Jetzt langsam einkurbeln. Ich habe ein bisschen Angst, um ihn ganz tief sinken zu lassen, weil es hat überall Bäume da drin und ich habe das Gefühl, die Gefahr ist recht groß, dass ich so einhänge. Was machst du? Es ist kühl. Ich muss gleich meinen freshen, selber gestickten Pulli anlegen. Das habe ich Militär gemacht, weil ich langweilig hatte. Und dann hier so ein Wobbler, schöne Bierflasche mit Maps und Forelle auf dem Rücken. Ja, hübsch nicht. Es ist krass, weil es ist, kaum sind wir da gewesen, hat es angefangen zu luften, als würde ich den Wind beschwören. Ich lasse ihn jetzt nicht zu tief sinken, auch weil eben wegen der Steine, dass das Gläschen nicht beschädigt wird. Muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob Wind etwas ausmacht. Ein weiser Fischer hat einmal gesagt, Wind und Welle gibt Forelle. Wie läuft's so? Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich irgendetwas falsch mache mit Aufziehen, aber die sehen schnell schlecht aus. Nein! Ich mache die andere Methode, die schießt mich jetzt schon an. Jetzt mache ich die andere Montage dran und die ist ein bisschen einfacher. Man macht sich eigentlich wie selber so einen Jig mit einer L-Ritze. Für das nimmt man so eine Oliven, das sind die 3 Gramm oder so, glaube ich. Tut die auf den Faden und bindet so einen Einzelhaken dran. Ups. Wow, salzig. Bei dieser Montage ist eben speziell, man schneidet den Kopf von der L-Ritze weg. Ich zeige euch auch gerade warum. Also dann schneiden wir hier den Kopf weg, nehmen dann unseren Haken und tun den so weit wie möglich in den Fisch rein. Nein, das ist Quatsch. Ja. Haben wir hier den Haken schön weit hinten und nehmen jetzt unsere Play-Oliven und drücken sie in den Fisch rein. Dann nehmen wir so Elastik, das ist eigentlich wie so ein Gummi, also wie so in der Socke, so das Gummi, das so elastisch ist, und tun unsere L-Ritze mit dem umwickeln. Und sobald das nass kommt, klebt das und hebt so die L-Ritze zusammen. Also wenn ihr seht, ich habe da noch nicht so Übung.
mache das auch zum ersten Mal. Wie meint das am besten? Ein Chaos. Ja, schaut euch das an. Ja, wie ihr seht, es ist nicht sehr schön, aber ja, vielleicht fängt es. Schmeckt also jetzt auch gleich im Wasser. Was wartest du? Kaum habe ich fertig geknüpft, fängt es wieder voll an luften. Das kann doch kein Zufall sein. Ich befinde mich jetzt gerade an einem ganz neuen Platz. Nach der letzten Aufnahme habe ich gerade noch die kleine L-Ritze mit dem Olivengewicht abgeklopft. Also ich wollte auswerfen, dann hat mir sie abgeklopft. Und dann haben sowohl mein Kameramann als auch ich einfach keine Lust mehr gehabt, weil es eben hat geluftet, die haben Köder verloren, wir haben Hunger gehabt. Ja, deswegen auch der abrupte Wechsel jetzt. Aber ich gebe es heute noch nicht auf. Ich bin jetzt an einem anderen Gewässer, an einem Fluss. Und da unten in der Schlucht ist er. Ja, schön, dort unten. Die Challenge wird jetzt sein, irgendwie hier runterzukommen, weil da bin ich jetzt auch noch nie am Fischen gewesen. Ja, es ist aber schon noch hoch. Wie ihr seht, es sind schon noch ein paar Höhenmeter, die ich hier machen muss. Und dann habe ich schon wieder Müll gefunden. Aber auch das mal wieder ein traumhaft schöner Ort hier. Das dort unten wäre natürlich Traumspot. Aber keine Ahnung, wie ich da überhaupt runterkommen soll. Weil da sieht es für mich nie so aus. So gar nicht, können wir mal schauen. Da. Es ist nochmal ein bisschen andere Hausnummer als beim See, wo ich letztes Mal war. Irgendwo lässt sich schon einen Weg finden. Ja, das da sieht doch nach einem Weg aus. Mal gucken, wo das herführt. Ja, wirklich voll durch den dicksten Urwald. Das absolute Zeckenparadies. Muss ich hier oben dann unbedingt schauen. Und ihr auch, ihr schaut auch immer noch Zecken, wenn ihr irgendwo durchs Gebüsch laufen. Ich bin da wirklich irgendwo mitten im Dschungel gelandet. Der Weg ist auch brutalös zugewachsen. Und es sieht auch aus, als wäre da schon lange niemand mehr drauf gestanden auf die Blätter. Ja, also hoffe ich mal, dass da schon lange niemand mehr war. Und jetzt schauen wir euch das hier mal an. Seht ihr das schöne Blau da unten? Da kann ich jetzt her. Ja, dann gehen wir den Trampelpfad hier mal runter. Aua. Also im Vergleich zu dem Weg, den ich letzte Woche machen musste, ist das hier Luxus. Wahrscheinlich ist das hier nur so Wildpfad. Ja, aber wir kommen am Wasser näher, das ist schon mal gut. Wow. Oh, schaut euch das an. Oh mein Gott. Jetzt muss ich irgendwie hier runterkommen halt. Wow, 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 ist das schön da. Und dann ein Teich, dass sich Amphibien auch austoben können. Sehr schön. Und Mucke. Ich weiß ja nicht, aber ich schätze, in dem Wasser hier leben riesige Fische. Okay. Wo komme ich da runter? Shit. Also am besten, liebe Leute, machen ihr nicht nach, was ich hier mache. Komme ich da wieder rauf? Das ist halt die Frage, gell? Ah, dort hinten. Dort hinten, wie so ein Steiger. Also bevor ich hier runtergehe, kann ich zuerst noch dort drüber schauen. Nicht, dass ich dann da nachher feststecke. Ist ein bisschen matschig der Boden. Opa. Oh ja, hey. Und weich. Ups. Gut, da brauche ich beide Hände. Das heisst, die Rute lege ich zuerst mal ab.
Also sogar halbwegs gut gegangen. Wow. Wow, wow, wow. Schaut euch das Plätzchen hier mal an. Einfach wichtig zu sagen, ich befinde mich unterhalb von einem Stausee. Es ist einfach wichtig, um immer im Kopf zu behalten, ein Stausee kann ganz schnell ganz viel Wasser verlieren. Also nicht es wie hier auf einer Insel und nachher wusch, kommt da Wasser rüber und ich bin dort, dann wäre ich fett am Arsch. Ich bleibe nämlich genau an dem Ort hier, dass wenn das Wasser kommt, dass ich schnell ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dass ich einfach hier rauffliegen kann oder hier rauffliegen kann. Ja. What the fuck? Liebe Leute, es sollte eigentlich klar sein, aber gut, der hat jetzt wahrscheinlich jemand verloren, aber einfach so allgemein mit Müll, nehmt doch bitte eures Zeug mit und wenn ihr jetzt nicht welche sind, die Müll liegen lassen, können ihr ja die sein, die den Müll wieder mitnehmen. Also ich nehme immer, wenn ich fischen gehe, ich nehme immer etwas mit an Müll, den ich finde, wenn ich fischen gehe. Und wenn jeder seinen kleinen Beitrag dazu leistet, dann könnte man die Ufer schon sehr viel sauberer machen. Also, vielen Dank. Ich bin jetzt gerade mal einen neuen Duo Yuki dran, weil ich probiere es wieder mit dem 70S im, ihr kennt es schon, fancy Regenbogendekor. Ich habe ja schon ein paar Köder verloren, aber jetzt müsst ihr mal schauen, was ich heute gefunden habe. Einfach ein Duo Ryuki 110S. So einen grossen hatte ich noch nicht einmal gehabt. Jetzt habe ich einen. War cool. Ja gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Also ich fange auf dieser Seite an und werfe dann so irgendein Wie wahrscheinlich. Oh, Biss. Oh ja, Nachläufer. Hohoho. Erster Wurf. Bruder. Schön, gerade neben den Fels geworfen dort. Ja, und Biss. Oh ja. Er geht wie ein Zäpfli. Ah. Und ich habe ihn. Im Netz. Ah. Ah, scheiße, der blötet. Nein. Okay. Nein, oh nein. Okay, ich muss ihn schnell töten, es tut mir leid. Nein. Ja. Seht ihr, wie der eingehängt hat? Wie der Kima eingehängt. Also, jetzt habe ich Dulli mein Messdings daheim vergessen. Aber ich habe hier, das kann ich euch auch empfehlen zu machen, an der Route markiert. Der untere Strich sind 24 cm, der obere 26. Weil in der Regel müssen es halt, 26 sein, am See 24. Jetzt hebe ich den mal her. Ja, das könnte ein knapper sein. Ja, der hat keine 26. Ich hoffe, ihr seht das. Der hat ziemlich genau 25. Also, was wichtig ist zum Wissen, wenn er zu klein ist und ihr seht, also das ist in Graubünden zumindest so, er ist zu klein, aber er wäre nicht überlebensfähig, wenn ich ihn zurück tue. Dann müsst ihr ihn weitgerecht töten, also wie man es kennt, Schlag auf den Kopf, Kiemenschnitt, ausblöten lassen und wieder zurück ins Wasser tun. Nicht mit heimnehmen. Auch wenn ihr sagen, ja, wäre halt schade um den Fisch, es ist nicht erlaubt. Weil, wenn das jeder macht, kann man auch einfach jede Größe mitnehmen und sagen, ja, der hätte halt eh nicht überlebt.
Also der ist zu klein, der kommt wieder zurück. Ist schade, ich finde es schade. Es ist so ein schönes Tier. Und auch wenn jetzt da wahrscheinlich sicher niemand kontrollieren kommt, wenn jetzt da ans Ufer sowieso nicht und ans Auto wahrscheinlich auch nicht, bitte ich euch einfach ehrlich zu sein bei solchen Sachen und halt auch so Sachen einzuhalten. Danke vielmals. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Gefangen habe ich jetzt nichts mehr. Ich habe eben insgesamt jetzt hier 3 Bisse oder so, und eben den einen raus, der leider nicht überleben konnte. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, Petri Heil. Tschüss.